Robin, Joel? hast du Lust, einen Podcast mit mir abzuhören? Lausch da, du bist ein mega feiner Typ so, und ich appreciere dich, aber nee, merci. Oh nee. Da muss ich doch wohl lernen, mit Zurückweisungen umzugehen. Das Heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen bei Maybe Sex. Wir schwätzen heute, obwohl es auch nicht am Intro geklungen hat, zu zwei, darüber, wie man Zurückweisung oder Rejection umgehen kann, wie man das lernen kann. Und vielleicht auch ein bisschen, wie man besser lernen kann, Leute kurz zu gehen und mit den Konsequenzen davon zu leben. Weil das ist auch etwas, was nicht so einfach ist. Robin, was ist dann für dich Zurückweisung? Also, wie bei so vielen Sachen, weiß ich mal vor allem, was Zurückweisung für mich nicht ist. Also, ich meine, Schluss machen, sich trennen, das ist für mich keine Zurückweisung. Mir das ist noch so, das ist einfach ein anderes Thema, in jeder Kategorie, worüber wir auch eine Episode machen werden. Ich meine, Zurückweisung für mich ist, wenn ich Hoffnungen oder Erwartungen habe an eine Person, die dann, wenn ich die formulieren, enttäuscht gehen. Oder den anderen Weg, wenn eine Person Hoffnungen, Erwartungen an Bezug auf mich hat, die ich dann enttäuschen, was sie formuliert gehen. Und das kann für mich sowohl mit Leuten sein, mit denen ich zum Beispiel platonisch sehe, und die das dann auf ein nicht platonisches Level wollen holen, mir auch zum Beispiel an meinen Partnerinnenschaften. Und ich meine, tut für mich nicht unbedingt etwas mit nicht platonisch zu sehen oder exklusiv nicht platonisch zu sehen. Ich fand eine platonische Zurückweisung als auch ein Thing, kann auch painful sein. Was ist das für dich, Joel? Ich meine, ich gebe das relativ ähnlich definieren. Ich habe mich bei der Vorbereitung für allem, ob so Beziehungen, die noch keine Beziehung sind oder dann wahrscheinlich auch keine Werte gehen oder keine romantische Beziehungen Werte gehen oder keine romantisch sexuell oder keine exklusiv sexuelle Beziehungen Werte gehen. Also so Genre tut in den Date und dann kriegt den nur im Date oder während dem Date gesagt, so, nee, merci. Oder komm, wir sind just Kolleginnen, komm, wir Freunden ist just Das will die Art von Zurückweisung, und die ich für allem gedurcht. Ich fand die Anhängerbeziehung aber auch ganz spannend, und ich fand auch so die, was du gesagt hast, so von platonisch ob nicht platonisch oder innerhalb von einer platonischen Beziehung Zurückweisung auch ein interessantes Thema. Also vielleicht können wir auch noch ein bisschen darüber schwätzen. Was sind dann zum Beispiel Beispiele für Zurückweisung innerhalb von einer Beziehung? Also etwas, wo man dich an der Last ein bisschen mehr aktuell war bei mir, war zum Beispiel, dass ich Sex will oder dass ich Lust habe, Sex zu haben. Und meine Partnerperson sieht mir dann, nee, sorry, gerade nicht. Wo ich schon müssen lernen, damit umzugehen, weil dadurch, dass ich Antidepressiva hole seit 6 Monaten, sind ich schon froh, ob ich actually asexuell bin oder einfach nicht mehr mein ganzes Leben lang wahnsinnig depressiv. Was auch ein Thema für eine andere Kehr ist. Ich mache die Erfahrung von viel mehr sexueller Attraktion, und ich mache für allem auch die Erfahrung von sexueller Frustration, wo man schon müssen lernen umgehen. Zum Beispiel da das etwas, oder einfach, wenn ich so, hey, ich will ja das mit dir machen. Zum Beispiel, komm wir gehen auf die Konzert oder auf die Festival oder auf die Ausstellung oder was auch immer an meine Partnerperson, mit der ich von der gerne machen will, sieht man, nee, sorry, darauf habe ich gar keine Lust. Das wäre so für Beziehungen. Mir auch zum Beispiel, wenn ich so ein, hey, mir geht es gerade dreckig, hast du Zeit für mich dort zu sehen und für uns zu schwatzen, und die Person sieht dann, nee, das kann zum Beispiel platonisch sehen, kann auch nicht platonisch sehen. Ich meine, vieles so kann sich mega überschneiden, auch davon anfangen, weil platonisch und nicht platonisch ihre bedeutet. Für manche Leute ist es mega normal, an ihre platonische Beziehungen Sex zu haben, und sie labeln dadurch trotzdem als platonisch. Für andere Leute fällt das dann nicht platonisch. Hast du schon platonisch Zurückweisungen?
Schon gefiel dat an den platonische Beziehungen oder freundschaftliche Beziehungen lo oft die ist schon dat du die Zweckweisung entweder mir subtil aus also so dat Leute sich löserlos Zweckzeilen oder dat ich se lo nicht so schlimm fanden weil dat irgendwie Sache sind die man nicht so no gehen wieso man das so hast das auch ein Thema über das man können diskutieren weil ich fand das auch zum Beispiel spannend also bei mir ist glaube ich war so dass so Zweckweisungen innerhalb von einer Beziehung sich nicht so wie soll ich so nicht so krass nicht so bedrohlich vielen wie Rejection die von einer Person könnt die ich gerne gift daten zum Beispiel ich weiß nicht genau wieso da das also das tut ja auch immer am Ego zu sehen gehen wir schon irgendwie ran an tiefen Psychologie oder so. Aber ich denke, dass also eine Zweckweisung hat ja immer damit zu tun, dass dein Ego irgendwie verletzt wird. An meine Theorie wäre, dass an einer Beziehung, und die relativ stabil ist, wo ich mich grundsätzlich wohlfühle, wenn dann eine Person sagt, nee, ich habe keine Lust, mit dir an die Kino zu gehen, dann ist das für mich nicht so schlimm, weil, okay, die Person hat halt keine Lust. Und das ändert lo nicht in unserer Beziehung so direkt. Also egal, ob das eine platonische oder eine romantische Beziehung ist. Zwei Sachen mit einem Beispiel aufgedeckt. Aber wenn ich lo eine Person neu kennenlerne, und die sieht man, nee, schon lo aber keine Lust, dich weiter zu daten, Sex mit dir zu holen, dich warten einfach zu gesehen, dann ist das ja eine ziemlich komplette Auflehnung von mir, oder ob man es von dir von mir, wo ich mir vielleicht auch dann Hoffnungen gemacht habe. Da muss ich mich selber viel mehr vorstellen. Also ich muss nicht unbedingt, ich fand nicht so gesund, sich dann froh zu stellen, aber das ist die Froh, die sich dann stellt, so war das falsch und mir. Und ich meine, das dürfte mehr weh, das ist einfach mehr bedrohlich. Ich fand bedrohlich am Anfang ein gutes Wort dafür auffehlt. Aber ich weiß nicht, das ist bei mir so, also da. Nee, ich fand also schon, dass das mega sinnvoll ist, vielleicht für das zusammenzufassen, wenn den Partnerperson sagt, nee, heute habe ich keine Lust hier auf ein Kinodate, dann ändert das nicht daran, dass dir trotzdem an einer Beziehung sind und Kinodates Teil von der Beziehung sind. Aber wenn eine Person, die zu daten will, sagt, nee, ich will nicht mit dir auf ein Kinodate, ich will nicht mit dir auf ein Date, dann ist das einfach ein dir, die zugeht. So, wohin sich dann noch keine Hoffnungen mehr sollte machen, wenn eine Person wie sein Kind deutlich nie gesagt hat. Mhm. Und auf der anderen Hand denke ich aber auch, dass es für alle Menschen ultra unterschiedlich ist, was welche Zuchten oder welche Situationen von Zurückweisung mehr schlimm sind wie andere, auch ob so persönliche so Plätze, die einfach ein bisschen wund sind. So zum Beispiel bei mir aus Sexualität ein Platz, der kann du ein bisschen wunde Punkt sehen. Und ich merke einfach, dass ich dort Zurückweisung viel mehr stark empfangen wie an andere Situationen. Und dass es auch an einer Partnerinnenschaft, wenn zum Beispiel eine Partnerperson von mir gerade ultra in einem depressiven Loch sitzt und es hier nicht gut geht und dann natürlich Sex keine Priorität ist und vielleicht einfach kein Spoons dafür da sind, dass man das dann aber nur geht, für von der Person zurückgewiesen zu gehen. Obwohl es ja keine Zurückweisung von mehr aus, mehr einfach seine Aktivität, ob die Person keine Lust hat. Wenn das dann mehr viel mehr möchte, wie wenn dieselbe Person mal öfters sagt, hey, sorry, ich habe heute keine Spoons für an der Kino oder für rauszugehen auf ein Date, können wir so einfach einen Tag daheim machen. Und ich meine, dass das von Person zu Person verschieden ist. Andere Personen haben vielleicht viel mehr Probleme damit, wenn eine Person sagt, nee, ich habe heute keine Lust mit der raus auf ein Date und machen sich nicht gerade so viel aus der sexuellen Seite. Ja, an der Weise hängt doch einfach von den individuellen Sachen auf die ziehen. Also wenn das Film ist, den ich unbedingt seit 6 Monaten wollte gucken gehen und die lebt schon denke ja, und die Person hat da keine Lust und ich muss dann lernen gehen, dann ist das vielleicht mehr schlimm wie Sex, den ich mir oft kann haben, aber wo ich auch mir oft dann nicht vielleicht verkraften kann und dann gar nicht so haben. Aber ja, also das sind manchmal Sachen, die immens individuell sind, wo vielleicht auch eine verschiedene Lebensphasen verschiedene wichtig sind und auch mit verschiedenen Personen verschiedene Wichtigkeiten können haben. Und das ist dann immer ein bisschen froh, was den draus möchte. Und andererseits aber Heinz tut froh, ob wirklich mit Zurückweisungen zu dienen hat. Weil zum Beispiel, wenn eine Person mal nur einem Date sieht, nicht für ungut, aber ich gesehen nicht unbedingt romantisch oder sexuell etwas zwischen uns zwei, wir können das aber gerne aufründen, ich fand das sympathisch. Dann ist das für mich vielleicht eine Zurückweisung, weil ich mir vielleicht Hoffnungen gemacht habe oder weil ich mir gedacht habe, okay, das steht irgendwie ein bisschen am Raum.
Aber für die Person ist das vielleicht aber nicht wirklich eine Zurückweisung, weil sie hat ja Lust mit mir sich zu befreunden und das ja am Anfang etwas ziemlich Cooles. Da stellt sich dann immer ein bisschen für mich vor, so was sind auch Erwartungen zum Beispiel an den Date oder an eine Person und wie ist es wirklich Zurückweisung. Aber das hängt wahrscheinlich ganz oft einfach von der Perspektive auf. Ja, und wie schon gesagt, Erwartungen, die enttäuscht gehen. Ich erfahre nicht oft so die typische Zurückweisung von nee, ich will als Beziehung nicht auf eine andere Ebene holen, wenn ich das konkret formulieren, aus zwei Gründen. Einen diskutieren wir nämlich später. Aber einer selber auch, dass ich mir einfach wirklich ungewöhnt habe, am Anfang keine großen Erwartungen oder große Hoffnungen zu machen, die schon mit einer Person rausgehen. So, sind schon einfach mega froh, wenn sie mal sehen, yes, we vibe, let's be friends. Weil dadurch für mich nicht unbedingt ein Tier ist, die dann so ist, außer dass das klar kommuniziert, so hey, mehr werden nie abs man nehmen, sexuell romantisch schon. Mir so eine Person, die sagt, hey, ich bin mega Bock, dich kennenzulernen, komm mir sie Freund. So, da sind ich einfach mega froh, weil Freundschaft für mich einfach mega viele Sachen beinhalten kann, und auch wenn es mehr klassisch Freundschaft ist am Sinn von kein Sex, kein Romantik etc., sind ich trotzdem mega froh, weil New Friends, yay. Aber ich verstehe einfach, dass das für andere Leute mir schwer ist und dass dann an Situationen, die ich gar nicht als Zurückweisung empfangen, andere Leute das als eine mega Zurückweisung empfangen. Worüber man auch noch nicht geschaut hat, ich fand Zurückweisung hat immer so etwas Negatives, eine negative Konnotation, mir schon da am Anfang auch etwas mega Positives, weil es bedeutet, dass eine Person sich komfortabel genug mit mir gefühlt hat, für meine Grenzen zu setzen. Weil meine Partnerperson mal sieht, hey, auch für die 10. Kehr haben dann nehmen, hey, sorry, mir geht es nicht gut, keine Lust auf Sex, da bin ich dankbar, dass die Person sich nicht einfach denkt, okay, und so und durch, für den Druck nur zu gehen oder so. Aber dass die Person sich wohl genug mit mir fühlt und noch die Agency über sich selber holt, für eine Grenze zu setzen, auf ihr zu sagen, nee. Und das fand ich mega wertvoll, egal auf welcher Situation. Auch wenn es sich nicht immer mega gut aufhält und auch wenn es so mega sagt. Und ich fand, das hilft auch, für mal Zurückweisungen umzugehen. Zumindest mir, für mal zu denken, hey, yay, they said no. That's so cool. Das ist bestimmt was wichtige Gedanken. Also für allem auch, wenn es um Zurückweisung innerhalb von Beziehungen geht, die schon bestehen. Zu dem anderen muss ich so, also vielleicht wären meine Erwartungen und meine Hoffnungen dann aber unterschwellig ähnlich, dass wir schon mit gedurcht haben. Aber schon das für kurzem registriert, dass ich auf ein Date gegangen bin mit einer Person. Und wir haben viel drin so gut darüber, also das bisschen so um Aufregung gegangen. Und ich fand so, ja, aber guck, wir fanden uns zwei irgendwie sympathisch. Und am schlimmsten Fall haben wir einen interessanten Date mit einer Person, die wir sympathisch fanden. Und falls es dann nicht so klappen oder wenn Sympathien nicht gegenseitig ist, dann ist es eben so. Und das fand ich ja am Anfang ganz gute Gedanken. Also sich so keine zu große Erwartungen, keine zu große Hoffnungen machen. Und ich meine noch, dass ich das so gemäht habe. Und Hanno wäre dann aber so eine Zurückweisung am Sinn von, okay, ich schon kein Bock auf etwas Romantisches oder Sexuelles, mir ganz gerne Freundschaft. Und das wird sich, obwohl ich mir nicht viele Erwartungen gemäht habe, trotzdem nicht gut angefühlt. Ich werde dann also für dich irgendwie, aber ich mir gedacht, okay, es geht aber ziemlich schwer, zurückgewiesen zu gehen. Und das wird irgendetwas so meinem Ego aufgekratzt. Ich meine, dass den zwar probieren kann, seine Erwartungen zu managen oder an die richtige Spunden zu lenken, aber dass er noch eins einfach akzeptieren muss, dass den dann, ja, wenn er bis 400 Person steht, dann nicht immer ganz so an der Kontrolle ist von seinen eigenen Emotionen und noch vielleicht nicht von den Erwartungen oder Hoffnungen, die ihn hört. Und dann muss ihn dann nur eben lernen, damit da umzugehen. Also ich soll nicht, dass das ein mega Problem ist, oder dass es super schlimm ist, halt dann zurückgewiesen zu gehen. Das, wie du siehst, am Anfang auch etwas Gutes, dass eine Person genug vertraut, für Grenzen zu setzen, auf irgendwas zu sagen. Ich fand doch super gut, wenn Personen eben das richtig an Gesicht so können, an den einfach, also ihnen sich auch sicher genug fühlt, wie zum Beispiel Not zu freuen, weil das war auch so ein Punkt, dass so im romantisch Gang und nicht so ganz dumm gefroht, so mengst du immer da auch sexuell, weil das ja nicht immer klar, dass das einfach das. Und da wird einfach so, ja, nee, im Moment ist das nicht. Mich so, falls du denkst, sollte ändern. Und okay, also das wäre nicht immens schön, das zu hören, mit das aber gut zu hören und das so gut für einfach da eine Klarheit zu haben und auch zu wissen, dass die Person einem genug vertraut, für einem das zu sagen. So. Und ja, für mich auch einfach ein relativ
wussten den Umgang mit den Sachen, für sie dann eben zu freuen und sie auszuschwätzen. Ja, und ich meine auch, wie trotz all meiner Positivität, Zweckweisung, auch wenn sie mich positiv hält und nicht ganz mich labber hält, gerade wenn etwas immer geschieht oder gerade wo einen Punkt trifft oder ihn einfach gerade kein gutes Streak hat, dann den Pummel daneben mit Leuten rausgeht und die so und all, hey, sorry, so, das ist mega cool, mehr Weiben, mehr sexuell an oder romantisch, wird du nicht, denke nicht, dass du etwas laufen wird, dann kann das schon auch etwas mit seinem Selbstbild machen, dass nur fängt sich zu freuen, okay, mehr, für was will der Kinder zu mehr? Und also ich merke das auch an bei meinen PartnerInnen, dass auch wenn ich weiß, dass es gerade den Personen nicht gut geht und sich das auch nicht nur auf ihre Sexualität mit mehr auswirkt, nur mit anderen Leuten oder mit sich selber, dass es mir aber nur einer Zeit, dass ich dann aber hast du mehr Reassurance brauche, dass ich nach desirabel an denen Menschen ihren A sehen, etc., etc., also die ganz komplexe, die dann aber nicht waren, mit sich irgendwie an irgendeiner stärkt, mit sich dreht. Und du kannst Zurückweisung einfach wirklich, kannst du richtig wohnen Nerv, aber treffen, den dann nicht schön ist. Ich denke einfach, das ist normal, da den, wenn den zurückgewiesen auf trauriger ist oder rosener ist oder ugepiest ist oder sonst irgendwie negativ Gefühle spürt. Ich denke, dass den die Gefühle auch so lassen soll und Ja. probieren soll, irgendwie da mal da umzugehen. Aber was ich nicht rekommandieren an wirklich nicht, ist das dann der Person auszulassen. Also wir kennen also die Klischee von so Konversationen, die für allem dann Frauen oder Leute, die als Frage gelesen gehen, auf Social Media kriegen, so aller hey, Püppchen, wie geht es? Und dann einfach die Person nicht oder sagt, nee, merci. Und da können so irgendwie ein Triad und Schimpfwörter, die der Person dann so entgegengeschleudert wird, das ist einfach nicht den Umgang. Und es geht um mehr, wie man schon gesagt hat, um den eigenen Ego, wie um die andere Person. Und für eine Person, wohin sich eigentlich Hoffnungen gemäht und Erwartungen gemäht hat, dann irgendwie unzugehen, weil sie einem nie gesagt hat, das ist am Anfang auch ein ziemlich paradoxes Verhalten und wahrscheinlich noch nicht wirklich steht, worum es geht oder gehen sollte. Was nicht heißt, dass sich alles bieten lassen muss. Also, wenn Leute ihn mega fertig machen, wenn sie in die Kurve gehen, also ist es vielleicht doch okay, für zu sagen, hey, du hast noch gerade eine Grenze überschritten und so nicht. Und wir können dann auch fein mit denen schwätzen. Also, es gibt auch immer ein gewisses Level der Menschlichkeit, den ich soll anhalten. Ja, und ich meine, dass das alles situationsbedingt. Ich meine, ich gebe nie einen Base sehen, für mal Kurve zu gehen, wenn ich halt traurig oder enttäuscht bin. So, ich gebe nie einen Base sehen, dass sie mal Kurve gehen hört. Mit dem nur weh, kann ich aber auch so ey, weißt du mehr, die Kurve gehen hörst? Das war wirklich nicht fein. Und gleichzeitig hängt es auch von der Situation auf, weil ich meine, Zurückweisung kann natürlich entstehen aus enttäuschten Erwartungen oder Hoffnungen. Ich denke auch, dass es da manche Fall auch kann entstehen, gerade wenn wir da durch einen mehr politischen Lens gucken, auch durch ein Gefühl von Entitlement, das enttäuscht wird. Gerade wenn wir zum Beispiel auf eine Gender-Dynamik gucken, Männer, die denken, dass sie das Gott kein Recht tun, für Access zu Frauen zu haben, und Access zu Sexualität und dann früher weiblich gelesene Personen auf Social Media belästigen und dann aggressiv reagieren, weil keine Antwort könnt oder dann für das Verkauf, aber auch auf anderen Achsen, zum Beispiel mit Fetischisierung von POC-Körpern oder auch Fetischisierung von, was kannst du für können, von transgeschlechtlichen Körpern etc., wo einfach Muschdynamiken mitspielen, wo Leute sich entitled fühlen, für Access zu einer Person ihrem Körper zu haben. Und wenn du nie gesagt wird, dass dann auch halt der Person hier Muschstellung oder hier diese Gefühl von Muschstellung enttäuscht wird. Und du denkst ich mir, wenn du mir bis so kannst, da ging ich dir die Kurve genauso blöd, wie du mir kommen bist, weil dann habe ich auch nicht Gefühl, dass ich muss fei sehen, von jemandem, der mir auf Insta schreibt, hey Pöppchen, willst du meine Chance gesehen? Oder check mal ein Foto von der so. Sind ich so, fuck off. Und ich meine, da löse ich mal von keinem so. Du hast mir das wirklich, könnte mich freuen so. Und das heißt auch du, so, ja. Ja. Kontext ist oft alles. Ich wollte noch kurz
weil man gerade von so Phänomenen online und so weiter geschwärzt haben, weil das Fedron auch abkommen ist mit der Freundschaft und mit Let's Be Friends, gibt ja auch den schlimmen Begriff von der Friendzone. Und ich wollte ja darauf zurückkommen und das erwähnen und halt einfach so, und dass das am Anfang eine ziemlich gute Zone ist, an der ich kann sehen, dass das ziemlich cool ist, mit Leuten befreundet zu sein. Und ja, Rejection hurts, it did weh. Und wir können nur noch ein bisschen drüber schwätzen, wie ihr da vielleicht hin können, für dann von der ich fühle mich zurückgewiesen, es tut weh, ich bin beleidigt, angeschnappt, traurig, Rosen, wie ihr dann vielleicht selber an die Friendzone könnt. Und ich besetze die einfach positiv und so, dass das cool an der Friendzone zu sein und das gut mit Leuten befreundet zu sein. Und das kann mega cool sein. Und ich kenne viele Leute, die ich kennengelernt tun, weil ich sie durch Dates oder auf Dating-Plattformen kennengelernt tun. Und ich kenne auch nachher ganz viele Leute, die viele Leute kennen oder befreundet sind mit denen, weil sie auf Dating-Plattformen kennengelernt tun. Und das ist überhaupt nicht Schlimmes. Und das sind oft ganz gut Freundinnenschaften, die so entstehen können. Auch wenn es dann im Moment irgendwie weidet. Also heinst du das nicht, weil allen zwei irgendwie so rausfinden, okay, es vibe nicht auf der einen Ebene, mir vielleicht auf der anderen da schon. Aber auch, wenn das einseitig ist am Anfang, kann den trotzdem ganz gut Freundinnenschaften aufbauen. Und das ist etwas ganz Cooles. Also wenn ich klifft, die Friendzone ist etwas Cooles, und wir probieren da hinzukommen und nicht vielen als beleidigt, wenn wir da dran gestacht gehen sind oder so mengen, das wir so. Word. Aufgesehen von Dinger Left an Appreciation für Friendzone, der ich sich auch teilen, außer dass ich den Begriff Friendzone aus vielen Gründen problematisch fand. Aber ich weiß, worauf es daraus willst, und das fand ich eigentlich schön. Wie gehst du da mit Zurückweisung wenn du sie erlebst? Also ich fand das doch einfach relativ schwer. Das ist natürlich immer leicht gesagt, so muss ich die Gefühle zulassen und leben und irgendwie etwas da machen. Ich war ein paar Mal an den letzten Monaten an der Situation und habe das dann immer ziemlich schwierig fand, wirklich einen guten Umgang damit zu finden. Einerseits mal Geduld mit sich selber haben und sich selber etwas Gutes tun, das ist immer ein guter Ratschlag. Also erstens mal nicht merken, dass das von einem der auf den anderen soll fortgehen, aber du brauchst halt einfach ein bisschen, bis die Gefühle verdaut oder bis in man Situationen eins geht. Und oft sind das ja mehr komplexe Gefühle, die da auftauchen. Also, wir haben zwar darüber geschwärzt, dass den soll je nach Kontext mäßig fein sein, wenn in eine Kurve geht, mir nicht drin aus, das immer. Und irgendwie finden die Person ja aber noch cool. Also, das ist so ganz komplex, mit dem man dann irgendwie lernen muss, umzugehen. Ich will dann nur das abzählen. Ein Tipp, den für mich oft ganz gut funktioniert und funktioniert hat, ist probieren, die Gefühle zu kanalisieren. Also Rosen Essay schreiben als ein ganz gut Methode für mich zum Beispiel. Also ich etwas Kreatives, das kann natürlich auch ein Lied komponieren sein oder etwas malen oder so. Ich meine, dass für viele Leute auch Sport gut kann sein. Also dass den einfach die Energie oder die Gefühle, die ihn hat, dann probiert an Körperlichkeit umzuwandeln. Die Leute, die nicht so sportlich sind, die können, so wie ich, spazieren gehen und dabei traurig Musik lauschen. Das hilft auch ganz gut. Also es gibt eigentlich viele Methoden, wie man da probieren kann, einfach mit sich selber zu dealen und damit da umzugehen und das nicht so viel auf die andere Person oder die anderen Personen zu projizieren, mehr halt einfach, ja, da eins zu gehen, der den selber die Gefühle hat und dann noch probiert, selber mit da umzugehen, oder zu gucken, okay, das löst das bei mir aus, wieso kommen die Gefühle, die Gedanken ab und was kann ich da mal da machen. Was ich nicht rekommandieren, als sich selber dann mega auf vorzustellen, ja, es ist nicht cool, wenn man für die dritte Kehr eine Kurve kriegt, aber bei der vierten Kehr geht es vielleicht besser und das nicht unbedingt für da zu sagen, okay, was bin ich für ein Mensch, ich muss mich komplett umbauen, bla bla. Also es ist natürlich immer gut, sich zu schaffen und verschiedene Eigenschaften zu schaffen und zu gucken, was die vielleicht will ähnlich machen oder was die vielleicht will besser machen, aber irgendwie zu mengen, just in der Kurve geht, hat mich sein ganzes Leben krempeln als Mensch auch nicht so den richtigen Umgang damit da. Wie ist das mit dir? Was musst du? Ich meine, das hängt davon ab, von der Situation. Also, ich meine, es sind ganz beide, der tut schon klang von so einem, ja, so die Date-Zurückweisung von
eine Beziehung auf ein anderes Level holen, gebe ich mal so. Und ich meine, sind nicht ganz bei der mit sich selber sitzen und umgehen. Du hast du viel gut Strategien genannt, als mega wichtig. Just nach Ganzen, dass mir hilft es mega, für auch mit Leuten rüber zu schwätzen, bei meinen Freunden zu gehen, mich auch unterstützen zu lassen. Natürlich soll die nicht all die emotionale Arbeit auf seinen FreundInnen aufwälzen. Das muss lang ins gehen, ist auch gut, aber so muss ich nicht immer die ganze Zeit 100% mit lang ins gehen. Ich kann auch einfach gut tun, für einfach auch nicht mehr sich aufzudenken mit Freunden, für zu sagen, hey, so mal, hast du Lust für mit my silly little walk zu gehen? Oder hast du Lust für mit etwas Flottes zu machen, für einfach auf andere Gedanken kommen? Und ich meine, mehr so an Beziehungen gucken ich dann, war das der Besoin, den du 100 stößt, aber wie kann ihn dir vielleicht auch nicht erfüllen? Also wenn zum Beispiel meine Partnerperson sagt, hey, haut keine Lust auf ein Date, dann kann ich vielleicht drüber schätzen, okay, hast du keine Lust hier raus oder hast du keine Lust auf Romantik haut, und da kann ich vielleicht gucken, ob es ein anderer Weg gibt, für ein Besoin zu erfüllen, der für Bait passt. Zum Beispiel, wenn eine Person nicht will raus und nicht will an die Kino, weil sie keine Energie hat, kann ich vielleicht gucken, ob ich daheim etwas mehr Extras kann machen, wie zum Beispiel, dass eine Person etwas Schönes kocht oder dass abs daheim guckt oder so. Oder auch mit Sexualität, für mich ist es dafür Besoin von nur bei einem Sinn. Das heißt, wenn ich so hey, hast du dann Lust für zu kuscheln oder auch für vielleicht plakisch von ihnen zu kuscheln und nicht aber nicht sexuell zu halten. So, ja, und das hängt halt situationsbedingt auf. Das ist so, wie ich oft damit kopen und auch mit Frustration kopen, als etwas, was ich müssen lernen, zum Beispiel sexuelle Frustration, also das ich nie hart und hun auch müssen lernen, weil das sich mich mega überwältigend ungefehlt hat, wie eine Intensität das hat, für du auch einfach Mechanismen zu lernen, wie ich damit kann umgehen und schon auch viel mit FreundInnen und Partnerpersonen drüber geschwärzt, wie sie damit umgehen. Und auf der anderen Seite, also da war für mich auch so, dass ich am Anfang mit Rejection und Zurückweisung auch kopen an dem Sinn, dass ich viel mache, für sie nicht zu erfahren. Das heißt, dass ich auch einfach, kannst du mega scheu sehen. Also erstens ist es auch nicht so wichtig, für, wenn ich eine Person habe, mit der ich befreundet bin, also immer nicht so wichtig, ob mir dann noch Sex haben oder nicht, weil das mir einfach in general nicht so wichtig ist. Mit dieser Woche kannst du so, dass es mir nicht wert ist, für eventuell etwas komisch zu machen oder einfach Zurückweisung zu erfahren, an dem ich ruhe. Das heißt, dass ich dann einfach denke, okay, ich fand den Risiko zu hoch für das, was ich Kind dabei rauskriegen. Ich bin mir nicht sicher sowieso, ob die Person noch etwas von mir wählt. Das heißt, und das ist sowieso okay, wie du ist. Das heißt, schlussen einfach beim Status quo. Wo natürlich auch viele andere Faktoren dabei spielen. Zum Beispiel, dass ich nicht monogam bin und einfach viel Besoin erfüllt kriege von anderen Leuten oder dass ich auch einfach oft nicht viel Zeit tun und dann müsste nach Platz freiraumen für eine neue Person und darauf auch gerade keine Lust tun. Aber ich muss einfach zugeben, dass ich kannst du einen ziemlich weiten Weg gehen für Zurückweisungen auch einfach zu vermeiden. Ich meine, was ich immer gerne habe, ist, dass es mir nicht so wichtig ist und dass ich gut kann umgehen so mit dem, ob mir keine Ahnung, Sex hören oder es kussen oder nicht, ist mir am Anfang ziemlich egal. So. Und auf der anderen Seite kann ich mich aber auch kannst du mehr trauen und einfach Männer vermeiden sind. Und ich meine, das gibt mein Therapeut auch absolut nachschreiben. Ich meine, das gute Mittel, wie zu finden, ist den Sachen. Und ich meine, muss ich die Decision natürlich auch treffen können. Und noch damit die Konsequenzen liefern können. Also die Sachen, die so gezählt ist, ich denke mir dann immer, ja, mir war das von den dann nach 5 Jahren irgendwie drauf könnt, da dann 2 Lust gehabt hätten und just kein sich getraut hört oder an 10 Jahren oder an 20 Jahren an Heinz, du können den eben ob so Sachen, da das halt auch etwas, wo man den dann lehren muss, umzugehen mit der Rejection, die vielleicht selber sich gehen hört, an dem sie probiert hat, sie nicht zu kriegen. Aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Und auf der anderen Seite denke ich, und ich meine, dass das doch für allem Sinn mischt, an einer nicht monogamer Welt. Mir auf der anderen Seite denke ich mir, okay, so, wenn wir recht an 2 Jahren checken, dass wir alle beide am Anfang nicht uninteressiert wären, dann ist noch immer, als Chance noch immer echt, dass dann noch etwas geschehen. Und ich meine, die Narrativ von, was, wenn wir 5 Jahre realisieren, dass man von hatte, könnte man nicht sagen, so, sind wir alle beide bestört und haben Kinder und sind an so eine monogame Beziehungen, als
ja auch einfach ein Narrativ, was nicht immer bestimmt wen so trifft. Schon auch eine befreundete Person, die ich da schon 1,5 Jahre kenne und das nie ab bis zu uns gelaufen, dann von nie für als Priorität war, für die andere Person zu freuen. Hast du Lust? Und du hast durch andere Umstände 2 Wochen man den verbruscht, mit auch noch ganz vielen anderen Leuten rundherum, beim Campingtrip. Und du war einfach du Zeit aus Space da, dass bis zu uns geschieht ist. Und es geht mir auch gar nicht leid, dass das nicht schon für 1,5 Jahr geschieht ist, weil ich denke, also ich bin nicht fatalistisch, wirklich nicht. Ich denke aber, dass so wie Sachen geschehen, dann aber auch gut ist. Und das, wenn ich das für ein Jahr oder so probiert hat zu forcieren, dass das vielleicht einen anderen Outcome gehabt hat, wie dass ich einfach mich hier sitzen, aufwarten und Tee trinken. So, das hat auch oft gut geklappt für mich, muss ich sagen. Vielleicht habe ich auch ganze Sachen verpasst dadurch, das ist ziemlich sicher. So. Mir gerade, ich meine, ein Teil doch davon auf, was ich will, von den an eng Bar will an net will a One-Night-Stand an enger Person, der je nie mehr rumgeseit als Menge Taktik natürlich wirklich von Nodel. Wann den aber mehr fluid Freundschaften hört, gebe ich mal so an, hat sich ja aufwanden und Tee trinken. Für mich bist du immer ziemlich gut geklappt. Mir hängt natürlich auch von Person zu Person, auf Situation zu Situation auf. Ja, also Gio einfach Umstände, die sich ändern können, die nicht unbedingt dummer zu sehen, dass Leute nicht poly sind oder dass Leute monogam sind. Aber grundsätzlich ja, also das Schmengen kann ich nicht immer, also es bringt doch nicht so viel der Vergangenheit nur zu trauen an Sachen, die ich nicht gemäht hat, nur zu trauen. Ich meine just, dass das bei mir war so probieren Zurückweisung zum Gehen. Hanno in sich dann oft oder ich mal Hanno halt oft dann vorstellen, okay, was viel gewesen, wenn du das nicht probiert hast zum Gehen, mehr wenn du dich getraut hast. Aber aber ich geht, wir sind da nie, aber ich geht, wir sind noch nie, was so geschieht wie. Und auch wenn in sich Hanno irgendwie Hanno drauf können, so, ja, das hat Kind in etwas Sinn, aber los sind die Umstände halt anders. Das sind halt auch Sachen, die sich ganz einfach so lassen, wann die Umstände bis anders sind, aber wann es bis nicht mehr geht. Weil es gab hier wahrscheinlich trotzdem ein Grund, wieso ihn sich nicht getraut hat, und das vielleicht auch, weil ihn sich nicht so ganz sicher wäre. Also vielleicht probiert den du auch einst du sich mehr anzureden, wie es dann ist. Aber bon, ich meine, wir sind ein bisschen da länger Tangent in gelernt. Vielleicht probieren wir mal zurückzukommen bei Zurückweisung. Aber was mich interessieren, wie weisen wir dann einmal zurück? Weil da das ja auch etwas, was Skills, den ich vielleicht lernen kann, den vielleicht auch mit dem Thema Avoiding oder Konsequenzen aus dem Weg gehen zu dienen hat, weil normalerweise sind Leute ja nicht so super froh, wenn ihnen eine Kurve geht oder wenn ihnen sieht, ich musste schon zurückweisen, an der du und du froh. Hast du da gute Tipps, wie ich das lernen kann, für Leute zurückzuweisen? So mein ganzer Körper hat sich gerade ein bisschen gespannt, weil wenn ich etwas mehr hasse wie Zurückweisung, also Zurückweisen, schon das ganz furchtbar. Einfach weil, wenn eine Person da so etwas sieht, du geseist Hoffnung an ihren Ahnen und du weißt einfach, oh fuck, so, ich bin gerade kurz gedrohen für der Person, aber zu einem gewissen Extent weh zu tun, egal wie live und gut ich es verpacken. Aber ich meine, was mega wichtig ist, ist für so klar wie möglich zu sehen. Schon was mega, mega grausam ist, egal ob ihr das gewollt oder ungewollt möchtet, ist so ein Sput an dir zu lassen. So etwas wie, keine Ahnung, wenn ihr mich fragt, so hey, so, ich fand dich mega cool und mega süß, weißt du, gerne mit mir auf ein Date gehen. Ich hatte ein andere drin für anfangen dich zu daten. Und ich da so, ja, nee, lo grad nicht, so, wir können aber mal ein Nucht, also, keine Ahnung, ich grad kein gut Beispiel, was mir fällt, weil ich das noch nie in meinem Leben gemacht habe, meine ich. Mir, wenn ich so eine Sput Hoffnung lest, oder was ich in die schon hat, war, dass da Leute sind so, oh ja, mir vielleicht könnte man ja ein gucken, vielleicht an der Zukunft, vielleicht an der Moment, und das ist da mega, oder zumindest schon den Instinkt, für das ich mir dann denke, oh ja, das ist ein easy way out. Ich kann der Person ein bisschen Hoffnung geben und ein bisschen Mann weh tun, indem ich so oh ja, vielleicht. Obwohl ich schon genau weiß, dass das einfach nicht ist. Und dann einfach just mehr hart für mich ist, für nicht zu suchen. Und die letzte kaum Hoffnung an der Person hier an auch dort zu machen. Ich hasse einen Zweck.
zurückweisen. Ich fand nicht wirklich uncomfortable und von allem auch einfach, ich will einfach keinen weh tun und ich weiß aber, dass es an dem Moment das Beste ist, weil sonst die Person noch mehr weh kriegt. Aber ja, so ich denke, so keine Hoffnung los, nicht wagt sie mir auch ganz klar, so noch so ein hey, sorry, ich habe keinen romantischen Interesse, ich habe noch keinen sexuellen Interesse, ich appréciiere dich mega. Und ich denke, was auch wichtig ist, als du, dass die sagt so, oh ja, wir können ja aber Freunde sein, auch kannst du mega zynisch quasi für Leute, weil sie vielleicht viel mehr darunter zu knabbern haben, wie ich das gesehen oder wie ich das antizipiert tun. Und dann das, oh ja, wir können ja Freunde bleiben, auch so eine Erwartungshaltung aus. Und noch vielleicht zu dir, ich würde mehr ablosen. Aber was ich am Anfang ganz gerne so ist, hey, ich wäre mega interessiert, für mit da befreundet zu sein. Verstehe aber auch, wenn du das gar nicht willst oder wenn du vielleicht auf einer gewissen Zeit einfach mehr Space brauchst oder was auch immer, komm ich schwätzen einfach auch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt drüber, wie du das gerne handhaben willst. Aber ja, was sind deine Tipps? Also das echt Mensch die Lehrer muss mir das natürlich mega schwer dazu lernen, dass da den es muss aushalten, da den Negativgefühle bei Leuten auslesen kann. Ja. Oder auslesen wird. Und das sieht sich super einfach. Und ich bin auch nicht gut daran, das zu machen oder das auszuhalten. Ich bin am Gegensatz echt ein Mensch, den immer will, der dann Mensch mich cool findet und gut findet oder so. Oder halt auch mega Meinung ist. Aber das ist halt nun mal nicht so. Ne? Also das ist nicht genauso wie ein Schiedverein mit mir an Bett will sprangen, würde ich halt nicht mal die ins Bett sprangen, dann heinst du kommen an Situationen für, wo ich das muss so, das ist just das Beispiel mit an Bett sprangen. Und es ist nicht einfach, das zu machen. Aber ich meine, dass, wie du siehst, wenn man so straightforward, also so ehrlich wie möglich ist und es halt richtig draus sieht, dann halt sieht, das ist so, wie ich mich fühle und das ist so, was ich gerne machen oder was ich mir vorstellen kann, dass das halt die beste Methode ist. Und da denkt Person, die sich Hoffnung gemäht hat, wahrscheinlich nicht wird so, oh, mega cool, dass du keinen Sex mit mir willst, aber vielleicht willst du mit mir in die Kino gehen. Ja, das halt einfach so, wir haben schon viel drüber geschwärmt, dass das halt weh tut. Aber ja, ich denke mal, es gibt nicht viel andere Möglichkeiten, wie es einfach zu sagen. So die nicht so gute Strategien, wie Leute nicht mehr zurückzuschreiben, was ja auch Ghosting genannt wird, oder halt Leute zu vertreten, das ist auch nicht so cool. Wobei ich doch einst so schon erlebt habe, dass den dann ehrlich sieht, habe ich schon gerade haut keine Zeit oder schon nur das Woche keine Zeit, können wir als mich später ausmelden und Leute dann einfach davon ausgehen, dass das nie hilft und sich nie mehr melden. Das ist Lehren mit tatsächlichen Rückweisungen umzugehen. Das sind alles zwischenmenschliche Interaktionen, die nicht so einfach sind, die schwierig sind, die mit negativen Gefühlen verbunden sind. Und zu lernen, auszuhalten, dass den anderen Leuten auch kann wehtun und so trotzdem vielleicht nicht hassen, du winst, das ist eigentlich ein ganz gutes Skill. Und genauso wie in andere Leute nicht alles so evil hält, dass den gleich nicht mehr will, mit ihnen zu dienen, so ist das ja auch mit anderen Leuten. Also selbst den sich vielleicht kann immer an den Kopf rufen. So, wenn ihr mir seht, so, ja, nee, ich habe keinen Bock an die Kino zu gehen, dann ist das für mich meistens nicht so schlimm, wie wenn ich andere Leute muss so, nee, ich habe gerade keinen Bock mit dir an die Kino zu gehen. Setzt an die Kino gehen an, was auch immer das. Das ist vielleicht die wichtigste Lektion. Also die Vorstellung davon, wie schlimm das für die andere Person ist, ist oft bei einem selber mehr schlimm, wie es bei der anderen Person dann ist. Und das ist mein Job, bei denen sich kann am Kopf halten. Wobei natürlich nicht immer so ist, also denkt ja auch von Person zu Person auf. Das heißt, du musst noch einfach dann lernen, aber da umzugehen, dass Sachen für andere Leute nicht schlimm sind, wie er selber. Ich meine, was mir mega hilft, für zu lernen oder für zu akzeptieren, dass ich der Person gerade weh den, aus mal wirklich aktiv an Gedächtnis zu rufen, was alternativ wäre. Zum Beispiel, wenn ich sehe, hey, ich fand dich mega cool und so, ich habe einen kleinen Crush auf dich, soll mal Sex haben und ich gebe es nicht hinkriegen, für nicht zu suchen, aus People-Pleasing und Trauma, was auch immer. So, okay, ich profitieren. Ich gebe mich forcieren, für mit einer Person Sex zu haben, mit der ich keinen Sex will, für ihre Gefallen zu machen. Und wahrscheinlich gibt die Person sich durchaus Hoffnungen machen und denken, oh mein Gott, ja, also um mich interessiert. Und es geht einfach immer mehr eklig und schwer und angewickelt. Und das ist einfach viel mehr Licht für ein Klangflamme zu löschen wie ein großer Brand, auch von den Tanz so scary ist, für die Feuerlöscher zu sichern und dann sich auch trauen und das
die Klangflammen runterzutreten und uns auszumachen. Wir wollen nicht möchten, dann hört den nur wirklich eine Mikrosituation und den Hand. Und ich fand noch, dass es auch mega viel über deine Person aussieht, wie so ob ein fein Zurückweisung reagiert. Also ich hatte doch schon Situationen, wo ich mal nur geduscht habe, mir okay, dodge the bullet. Ich habe eine Person an der Bar kennengelernt und der schafft, das war meine erste oder zweite Schicht, wo ich noch keine Ahnung hatte. Und die Person hat mich gefragt, ob ich mal hier Kaffee trinken gehen. Und ich hatte noch kaum Freunde heute zu Maastricht, schon 2-3 Monate gewohnt. Und ich habe mich mega gefreut. Ich habe so, oh ja, wir waren nicht so, du lernst so eine Person kennen, ich bin sowieso auf der Sicht noch Freunde so. Und wir waren mal einen Kaffee trinken und wir haben 3 Stunden lang über Gott und Wald gespart. Und war mega cool. Und ich hatte die gut Vibes mit der Person, mehr romantisch und oder sexuell, war gut mal an meinem Kopf als Option, weil ich einfach just Freunde wollte. Und dann eine Woche drauf kam die Person über mir in die Bar, war so, hey, willst du gerne mit mir auf den zweiten Date? Und ich war so, oh fuck. Ich war so, hey, es tut mir mega leid. Das war mir nicht bewusst, dass das für dich ein Date war. Ich habe im Moment kein andere für irgendein Date und du bist mega cool. Aber ich bin nicht an der interessiert. Aber so, wenn das für dich okay wäre, könnte man aber so man nicht existieren, wie man letzte Woche man nicht existiert tun. Die Person hat sich umgedreht, also aus der Bar gegangen und hat nie mehr mit mir geschwärzt. Und ich schreie einfach so, okay, wenn du so reagierst, wie wenn ich dich nur 3 Monate lang verarscht habe, auf von Hand auf 4 belohnt habe, obwohl ich just Kaffee trinke, mir interpretiert tun, dann so lag mich an der Tasche, so. Das ist ja mega blöd. Und die Person war dann noch ultra toxisch mit anderen Leuten. Und du warst wirklich so, uff. Also, wenn ich kann verstehen, ist, und du hast das auch schon angeschwärzt, dass das von den einfach sieht, okay, ich muss da doch einfach die nächsten 2 Wochen ein bisschen aus dem Weg gehen, brauche ein bisschen Zeit, für da umzugehen. Ich muss irgendwie einen Umgang da finden. Da so ein bisschen das, was ich viel gemerkt habe, wie kann ich dann von der, okay, ich fühle mich zurückgewiesen, Zone an Trendzone zurückkommen oder überhaupt mal hinkommen, weil da so ein bisschen erbisch, und die erbisch muss ich aber für einen sich selber machen. Da tut auch immer dazu dienen, dass die andere Person vielleicht die erbisch muss machen, dazu muss lehren, und da der Einzige gehen, dazu mal gerade wehgetan hört. Also, ich ging einmal Kurve und ich musste mal da lernen, da fertig zu gehen, dass ich der Person weh getan habe. Oder ich kriege eine Kurve und ich musste mal da lernen, umzugehen, dass mein Ego ein bisschen nur gekratzt ist oder viel gekratzt ist, hin und her, was das halt genau geht. Und dann halt zurückfahren an den Modus, wo ich kann, Umgang mit mir finden, was auch immer das dann für ein Umgang ist. Und das kann mir lang dauern, das kann man lang dauern. Wir schmengen die gegenseitige Respekt, zu wissen, okay, wir müssen gerade allen 2 Sachen schaffen. Vielleicht kann ich noch irgendwie probieren, zusammen Sachen zu schaffen. Stellen wir das allerdings relativ schwierig vor, beziehungsweise ich meine, das ist oft einfach schwierig, weil du an unterschiedliche Richtungen geht, an einfach unterschiedliche Bedürfnisse es gibt. Ich meine, dass das aber durchaus möglich ist, den Weg zu finden. Ja, und ich meine, ehrlich gesagt, hast du dummer durch ein schönes Schlusswort gemacht, im Sinn von, kommuniziert mit denen ehrlich live mir so kommunizieren also einfach in dieser Situation an denen Situationen mega wichtig und natürlich Grenzen respektieren aber die dann auch kommunizieren und ja okay ma das fand ich am Anfang ja super Schluss den wir da gemäht haben kommuniziert mit denen trinkt genug Wasser geht wärm und lauscht fleißig maybe Sex kommt ob euren End of Season Event den 6. Juli 2024 an der Rotonden wir haben Flot-Workshops an eine schöne Drag-Show für euch Oves und wir holen auch zusammen eine Episode ob. Das heißt, wenn du schon immer an deinem Lieblingspodcast zu Gast sein willst, dann kommt der 6. Juli an die Rotonden. Ganz genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Adi. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. Wie kann ein Business-Meeting helfen, besser zu kommunizieren? Mir hatte kürzlich eine Episode zum Thema konstruktiv streiten abgeholt. Diese Rubrik baut darauf ab und stellt euch eine einfach und leicht umzusetzende Methode für gut zu kommunizieren. Ihr wisst all, ob der Chef plant schon rum in eine Reunion. Den ersten Gedanken ist, oh nee, oder muss das sein, oder dem Meeting hat auch können eine E-Mail sein. Das stimmt vielleicht alles, aber stellt euch vor, ob der Arbeit wird Kommunikation so wie daheim. Den einen klot sich über
Spul, den et gemach ass, den anderen guckt du bassen de Fehler schon no, da vibréiert den Handy, d'Kant huet grad an Box gemach, an den Hund wëll fir d'Féiert Käier gefedert ginn. An gëtt dann och gefedert, well et hat keng Zeit erlocht, do e Plan opzustellen an doriwer ze schwätzen. Klingt och net ideal, oder? Meng Propos ass net d'Aarbecht mat heem ze bringen, méi einfach doheem Method zum Business Meeting zu testen, fir besser an méi strukturiert zu kommunizieren. Die Idee dohandelt ist ganz einfach. Als Echtdemol plan den gemeinsamen Zeitpunkt für die Versammlung. Et evaluiert sich, wie viel Zeit se Schule will, und guckt dann im Moment zu finden, wohin es aufgelenkt ist. Am Idealfall ist das Meeting nicht mehr lang wie 1 Stunde oder 1,5 Stunde. Falls ihr nicht fertig geht, plan den einfach nach dem Meeting. So verhindert den, sich ewig am Kreis zu drehen und nicht probiert den mehr effizient zu sein. Wie ob der Chef erstellt für ein Meeting eine Agenda, wo alle Personen die Punkte, die sie ausschwätzen will, drauf setzt. Auch wie ob der Chef probiert den am Meeting respektvoll zu sein, die eine Person ausschwätzen zu lassen, beim Thema zu bleiben und sich nicht zu vernennen. Et artikuléiert die klar, wechselt sich auf und et lauscht den no. Et hält den auch Noten oder Minuten und so kann er einmal no lesen, was er beschwert wird, was entschied gin ist und wo er seiner Koch gin wird. Das möchtet mehr einfach do neue Suivi zu hun, also zu gucken, dass alles gehalten und die Sachen, die ihn entschied wird, auch umgesetzt gin. Das möcht, dass er Verantwortung deelt und Rollen auch klar verdeelt sind. Ja, okay, me für was schwätze man nicht einfach? Denn Business Meeting hat den Vorteil, dass er sich viel bereden kann und das Gespräch mehr strukturiert verläuft. Es gibt Regeln an den Plan und dadurch eskaliert das Gespräch nicht so sehr. So geht jeder gehört und das Gespräch bleibt an seiner Spur. Weil in das Gespräch zusammen plant und zusammen Ideen sammelt für Sachen, die angeschwärzt sollen gehen, als es wie eine Art Teamwork. Das kann helfen, sich mehr Not zu bringen. Durch aktiv Lauschen und weil er sich auf Themen vorbereiten kann, ist es mehr einfach, dem anderen seine Perspektive zu sehen und im Idealfall zu verstehen. So kann er konstruktiv und Themen gehen, die mehr kompliziert sind, und den Courage schon zu probieren, das zu lesen. An dem sie das Methode mehr oft anwendet, kann die Kommunikation sich verbessern, es kann eine bessere Grenze setzen und die richtigen Momente finden, für etwas umzuschwätzen und so dankst für denen mehr wichtigen Themen holen. Das fordert Respekt, verstehst du mich, und Zusammenarbeit und ist gut für die Beziehung. Und du? Welche Themen gingst du auf den Agenda schreiben wollen? Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Minister für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Für den Brandblüsser, fuck, wie nennst du das? Für den Feuerlöscher zu holen, ja, ich schon so viel Holländisch im Kopf. Das ist okay.